Guten Tag, ihr lieben Leute. Schaut euch meine schöne Brille an, die ich mir extra aufgezogen habe, um in Fantasy Life Eye, so heißt dieses Spiel, den Endkampf zu bestreiten. Yay! So irgendwie. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Und zwar werden wir da physisch hinlaufen. Und das ist ein Wortspiel von wegen Füße und physisch, verstehst du? Habe ich mir gerade so eben selbst entwickelt. Also, wir haben ja gestern das Zahnrad gebaut, das störende Zahnrad. Und das werden wir jetzt hoffentlich zum Positiven einsetzen und somit die Welt retten oder so irgendwie. Also, wir müssen erstmal in die Gegenwart fliegen. So. Und Edward sagen, hier Edward, guck mal, ich habe noch einen Anhänger gekriegt von Rem, jetzt geht's mir gut. Den Anhänger habe ich übrigens angelegt. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So. Was ist denn mit dem Himmel los? Das ist schön. Langsam wird's echt übel. Machen wir uns schnell auf den Weg zu Edward. Wo ist er denn eigentlich? Rede mit Edward. Steht er da vorne dran? Ne, wo ist der Edward? Da hinten wahrscheinlich. Okay. So. Ganz kurz noch. Guck mal da. Ich hab 5 Punkte gekriegt. Die könnten wir natürlich gleich einsetzen. Zum Beispiel für... das schon mal nicht. Na, eigentlich für nix. Ja, dann lassen wir das. Komm. So. Ach, das sieht aber schön aus. Also hier, diese Farbgebung hier, die mag ich jetzt wirklich. Also die sieht schön aus. So abendrotlich Dönse. Da ist er, der Edward. Hallo, Edward. Alles klar? Es ist von einem dicken Miasma umgeben. Der Zeitpunkt der Wiederauferstehung eines Gottes rückt näher. Von so einem Riesenabenteuer habe ich immer geträumt. Mehr Leidenschaft kann sich ein Archäologe nicht wünschen. Schade, dass ich nicht mitkommen kann. Warum nicht? Aber nach all den Abenteuern, die du überstanden hast, ist niemand besser geeignet für diese Aufgabe. Als ich, natürlich. Und ich bin ja auch noch da. Immerhin sind wir Kameraden. Jo. Also, los geht's. Ah, warte mal, wir müssen nochmal mit Edward reden. Bist du bereit dazu, das störende Zahnrad in das Rad der Zeit einzubauen? Aber sowas von. Das störende Rahnzart. Meine treuen Assistenten. Das hier ist die wichtigste Mission, der sich das Edward-Forscherteam jemals stellen musste. Trip. Nach erfolgreicher Mission werde ich dir mit Freuden den Titel erster Vogelarchäologe der Welt verleihen. Okay. Du, also ich, bin dann kein Nachwuchstalent mehr, sondern ein vollwertiges Archäologie-Genie. Wie ich, also wie er. So. Na dann mal los, setzen wir den Plan zur Zerstörung des Zahnrads in die Tat um. Jawohl, Sachen kaputt machen, da bin ich dabei. Auf geht's. Da ist er und da schläft er. Aber wir haben ihn ja in der Vergangenheit geschwächt. Haha. Haben wir gut gemacht, sag ich mal. Da sagt er Gra. Aber grad so. Lass gut sein, Junge. Den sehe ich von hier. Da kann ich ja wohl locker ausweichen. Siehste, siehste? So. Okay, was muss ich tun? Also, ich habe keine Ahnung. Kampf beginnen? Ich muss gegen ihn kämpfen? Greifst du geworfene Bomben an, kannst du sie zurückschlagen. Trifft eine Bombe so den Gegner, kannst du ihm ordentlich Schaden zufügen. Was ist denn eine Bombe? Ach so, ich verstehe. Es war natürlich dumm. Immerhin ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Ah, okay. Ich stehe halt irgendwie auch doof da, muss man sagen. So. Jetzt. Lass das. Das mag ich ja gar nicht. Kann ich da auch zurückhauen? Nee, kann ich nicht. So, ja, ich bleib jetzt einfach mal da hinten. Sieht nicht gut aus. Ich bleib jetzt einfach mal da hinten. Hast du gedacht, hä? Darauf falle ich keine 10 Mal rein, Junge. Guck, da rolle ich mich einfach weg. Habe ich gar kein Problem damit. So, komm,
Schieb deine Bomben mal darüber. Achso, ja. So, jetzt schnell da hinten hin. Er bringt jetzt seine Bomben. Ja, also ich schaff's immer nur eine Bombe, weißt du? Weil du musst halt auch hinter der Bombe stehen. Aber ja, so ist es halt. Ja, komm. Das kriegen wir ja ganz locker hin. Guck. Ein bisschen aufladen hier. Auerle. Das war neu. So, pass auf. Jetzt auf ihn drauf. Mit Gewitter und Gewimmel und Gewummel. Da blinkt er. Ernste. Ach so, ich dachte erste Phase. Nee, ist schon in Ordnung. Komm mal her. Ich lade mich auch mal ein bisschen auf. Was ist? Was ist jetzt? Ach so. So. Unser Drache ist abgestürzt. Das ist nicht gut, Knochi. Oh, das geht Knochi gar nicht gut. Knochi! So. Und nu? Oh weh. Please. Bitte beschütze mich und auch Grumm. Er betet für sich selbst quasi. Grumm, Please. zerstöre das Zahnrad. Destroy Bitte rette diese Welt. Aller gut, dann mache ich halt. So. Verwandelt er sich jetzt wieder in sein jüngeres Ich oder so vielleicht? Weil er ist ja... So, jetzt stopfen wir einfach einen Korken rein, weißt du? Ah nee, es gab einen Uppercut. Nicht schlecht, Herr Specht. Knochi. So, kann man jetzt weiterkämpfen. So, wenn deine Angriffe den Dunkeldrachen nicht erreichen, kann Knochi mit seinem Atem helfen. Kämpft zusammen und zeigt es dem Drachen. Okay. So, lass mal die Bomben mal Bomben sein, weißt du? Perfekt ausgewichen, hast du gesehen? Der schon wieder, ha? Ja, ein bisschen wenig, aber egal. Ist ein bisschen wenig als ein bisschen zu wenig. Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Knochi, mach mal was. Genau. Spuck ihn mal an. So, hier muss man einen mega Erdschlag machen. Der nicht so viel gebracht hat. Oh weh, das sieht nicht gut aus. Ja, dann lade ich mich auch mal ein bisschen auf. Was ist denn das da eigentlich? Okay, Lebenspunkte. Cool. Lusche. Genau. Oh. Oh, guck mal, die treffen mich hier vorne gar nicht. Das ist ja billig. Komm mal her hier. So, weiter geht's, ja. Hast du auf dem Kasten? Nix hast du auf dem Kasten, Junge. Geh heim. Deine Mutter hat gerufen. So. Langsam, aber stetig kriegen wir ihn platt. Dauert zwar ein bisschen, aber wir kriegen das schon hin. So, jetzt der trifft aber, guck mal hier, 3000 Schaden gemacht. Der will ja, der hat mal sowas von getroffen, hat er.
er schon wieder, weißt du, mit seinen blöden Raketengedönse, die nichts bringen, weil ich nämlich gut ausweichen kann. Ist der, ich bin der Oberausweicher hier. Komm mal her, Junge. Aua. Okay, das ist gemein. Hör auf! Ja, guck mal, wenn man ganz nah an ihm dran steht, dann trifft ihm sein blöder Feueratem nicht. Guck mal auf die Energie, er ist gleich platt. Komm her, Junge. Das gibt's doch nicht. Du bist doch quasi tot. Du bist nur zu faul zum Umfallen. Echt jetzt, Junge, guck dir das doch an. Hier, Knochi, übernehmen Sie bitte. Danke. Hey, Junge, Junge, du hast keine Energie mehr. Du bist aus dem Rennen. Hören Sie auf mit dem Zeug. Da, sehen Sie. Hallo, hörst du nicht? Guck mal. Ah, da ist er, platsch. Oh, schnell weggehen, schnell weggehen. Ich hatte gerade Angst, dass wenn er umfällt, dass er mit dem Kopf auf mich drauf fällt und mich erschlägt. Leute, die schon mal Phantasy Star Online gespielt haben und den ersten Drachen besiegt haben, die wissen vielleicht, wovon ich rede. Ist nicht cool. So, also, wir haben es geschafft. Da fliegt er und da liegt er. Oh. Das war's nicht. Xerneas ist ja noch da. Was war das? Wer wagt es, meine Pläne zu durchkreuzen? Ich. Xerneas. Nee, ich. Nicht Xerneas. Genau. Mein Name lautet Xerneas. Ich bin der Gott des neuen Reveria. Der Knochendrache. Verstehe. Das Mädchen hat also dafür gesorgt, dass er erwacht. Euretwegen bin ich für 1000 Jahre in Schlaf gefallen. Die Zeitdiebin. Immer muss sie mir in die Quere kommen. Okay. Jetzt übertreibt er aber ein bisschen, oder? Findet er nicht? Es ist das Schicksal der Welt, das die verlorene Zeit nun wieder einfordert. Guter Weil aber. Denn das Zurücksetzen der Welt ist ein Gesetz der Natur. Sie wird mir gehören. Die perfekte Welt. Nicht, solange ich noch lebe. Ich hoffe, dass ich genug Zeugs dabei habe. Kampfbeginn. Boah, fuck. Ja, wenigstens ist ja nicht dauernd irgendwo, was weiß ich wo unterwegs, weißt du? Immer schön hinter ihm bleiben. Und den Erdschlag versemmeln. Das ist ganz wichtig, dass man den Erdschlag versemmelt. Denn nur wenn man den Erdschlag versemmelt, wird er an Lungenentzündung sterben. Der Gegner. Er kann nur durch Lungenentzündung geschwächt werden. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade laber. Einfach nicht drauf achten, okay? Ja. Echt jetzt? Junge, ich mach sowas nie mit dir. So. Aber guck mal, es sieht doch aber relativ gut aus, finde ich, oder? Was macht er denn jetzt für einen Quatsch? Das ist mir doch egal, ich bin ja nicht da hinten. Also ich gehe jetzt da in die Bomben rein, oder was? So. Falk wurde besiegt. Kümmert sich mal bitte jemand drum. Ich nicht. Ich habe keine Zeit. So, jetzt der trifft. Der trifft. Der hat aber nicht viel Schaden abgezogen. Das ist schlecht. Was gesehen, hä? Junge, bin ich gut. Uah. Ey, bleib hier, Junge.
So. Guck mal, wir haben ihn aber schon gut runtergeklopft, finde ich, ne? Kann man doch nicht meckern. Oh, oh. Mal her, ich mach mal da ein bisschen Energie. Komm mal hierher, ja genau, komm zu mir, das ist eine gute Idee. Gute Idee, jetzt pass auf, wie ich dich jetzt da fertig klopfe. So, gucke, jawoll. Ach, schön. Und jetzt fällt er hoffentlich runter und haut sich seinen blöden Helm kaputt. Der gefällt mir die ganze Zeit schon nicht, der sieht so dumm aus, so. Hinterher! Ach so, jetzt mache ich das zerstörende Zahnrad da rein. Ins Auge, jawohl! Ah, bist du gemein, wirklich ins Auge. Okay. Okay. Muss das denn unbedingt ins Auge sein? Also wirklich, also mein Charakter hier kennt keinen Erbarmen. Ins Auge! So, und du? Jawohl, sein Helm geht kaputt! Sein dummer Helm. So. Geht alles kaputt. Aber nicht alles ist ein Helm. Nicht alles, was kaputt geht, ist ein Helm. So. Das da unten sieht eher aus wie ein Kronkorken, aber okay. So. Jawohl, ja. Rettung naht. So. Und nu? Bist du ganz allein? Keine Sorge, ab jetzt hast du mich. Es ist Rem, oder? Ja. Because your growly little voice is so cute. You and I will be together forever, Growler. I promise. Okay. Also es ist gerade hier Vergangenheit, ne? So, lass mich raten. Ich hoffe, dass diese Welt, ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und selbst dieser Moment für immer vom Licht der Glückseligkeit erfüllt sein wird. Sie schickt jetzt Grumm zurück in die Vergangenheit. Pass auf. Das ist wie eine Ocarina of Time. Mach's gut. Grumm. Und sei nicht so krumm. Und ess viel Krummbiere. Und so kommt eine Reise zu ihrem Ende und eine Drachenträne fällt hernieder. Doch in Wirklichkeit beginnt ein neues Leben. Und ein ganz neues Kapitel wird aufgeschlagen. Da hoffe ich mal nicht, dass ich jetzt aufschlage. So. Ei, da ist sonnig und der Mond ist zu sehen. Ach, ist das nicht schön. Und es reimt sich. Das reimt sich. So. Ich sehe den Mond und werde schon müde. Und ich sehe vor allen Dingen etwas, das aussieht wie ein Abspann. Jawohl. Okay. Na gucke, da gibt es eine recht kurze Folge, außer es ist jetzt ein langer Abspann. Also, wir sind durch. Wir haben es geschafft. In noch nicht mal, keine Ahnung, 40 Folgen. Ging schneller als erwartet. Durch ist natürlich relativ. Es gibt noch so viel zu tun. Also ihr habt ja jetzt zum Beispiel mein wie heißt das, Talentbaum gesehen. Also von meinen Charakteren sowas. Ich bin mit den meisten Charakteren, mit den meisten Jobs auf Level Geselle. Da gibt es noch Meister. Also da müssen wir schon noch ein bisschen was machen, um das da voll auszubauen. Zum Beispiel, wir haben natürlich noch nicht alle Ulklinge. Es gibt 50 insgesamt, 50 verschiedene. Haben wir natürlich noch nicht alle. Wir haben 20 oder so, keine Ahnung. Das Dorf könnte man noch weiter ausbauen. Was könnte man ja noch machen? Ja, natürlich hochleveln. Ich habe einen Mond gesehen und werde müde. Das Dorf könnte man natürlich noch weiter aufbauen, hochleveln und Gigantia. Das haben wir noch nicht mal, also das, was Gigantia zu bieten hat, das haben wir noch nicht mal zu, keine Ahnung, 40% angeschnitten oder so. Wir sind ja einfach nur reingegangen und gut ist. Da gibt es noch so viel, was man noch gucken kann. So viele Sachen, die ich noch bauen kann.
Ich kann ja immer noch nichts, noch zum Beispiel als Schmied, ich kann immer noch keine Waffen oder Sachen bauen, die über Eisen hinausgeht, weil mir die Rezepte fehlen. Ich weiß nicht, wo ich die Rezepte herkriege. So viel ist noch zu tun. Unglaublich. Und vom Online-Modus wollen wir gar nicht erst reden. Ich habe kein einziges Mal online gespielt. Könnte man vielleicht mal machen, aber habe ich halt ehrlich gesagt keine Lust. Ich wollte halt erstmal, ähnlich wie bei Monster Hunter, da will ich auch erstmal offline die Story durchknallen. Meistens so. Und dann der Rest kommt dann so hinterher. So ist es hier auch. Jetzt ist der... Jetzt werde ich aber richtig müde hier. Naja. Okay. Dann... strecken wir uns mal ein bisschen. So. Spielen hat mir sehr gut gefallen. Das Große, das Einzige, das wirklich das Einzige, was mir halt ein bisschen... sauer aufgestoßen ist übertrieben. Was mir halt nicht so gefallen hat, war halt wirklich, du musst ein Kämpferleben haben. Du musst kämpfen. Das war halt das, was mir nicht gefiel. Ich will nicht kämpfen. Ich will als Holzfäller das Spiel durchspielen, ohne auch nur einen Gegner jemals mit einem Stein beworfen zu haben oder so, keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof, dass man das Spiel als Holzfäller... Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, wie willst du denn das machen? Wie willst du denn als Holzfäller zum Beispiel den Drachen besiegen? Ja, keine Ahnung, kannst ja Bäume drumherum pflanzen und du musst dann die Bäume abhacken und die fallen ihm auf den Kopf. Zum Beispiel. Und als Näher kannst du Netz nähen, dass du über ihn wirfst. Oder so. Keine Ahnung. Und als... Was gibt's denn noch? Als Schmied schmiedest du halt deinen Leuten Waffen, damit die den verkloppen. Und die gehen immer wieder kaputt während dem Kampf und du musst dann neue schmieden. Irgendwie so Sachen halt sowas. So, dass du halt, wenn du nicht kämpfen willst, dass du nicht kämpfen musst. Du musst aber in dem Spiel kämpfen. Und das ist halt unter anderem, das ist der Grund, warum ich so gerne Walking Sims spiele. Weil da muss man nicht kämpfen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich verstecken muss. Das ist schon schlimm genug für mich. Ich hasse Versteckdinge. Aber man muss nicht kämpfen. Und also das ist so irgendwie so Standard in jedem... Also in gut 90% aller Videospiele musst du irgendwie kämpfen. Sag ich jetzt mal so. Okay, es gibt noch Rennspiele, fällt mir gerade ein. Und Fußball. Okay, alles, was nicht mit Sport zu tun hat. So irgendwie. Außer Kampfsport vielleicht. Weiß nicht. Aber ja, ist ja auch egal. Aber das Spiel selbst, ey, wirklich, es hat so viel zu bieten. Es ist jetzt noch so riesig. Ich habe jetzt quasi... Also bei Monster Hunter würde man sagen, okay, du hast das Tutorial durch. Nach 40 Stunden oder so. Und da sind wir jetzt. Wir haben jetzt den Einzelspieler-Modus durch. Und ab jetzt wird es eigentlich weitergehen mit Online-Modus, mit Aufleveln. Jetzt geht eigentlich das richtige Spiel los. Aber nicht mit Leo. Nicht mit mir. So, jetzt pass auf, es gibt noch einen Abspann. Da habe ich es mir doch gedacht, ein After-Credit-Scene. Die nicht für den Hintern ist, hoffe ich doch. So, mal gucken. Also, frisch gelandet. Hallo Edward. Guck mal, es ist schön Wetter. Ich habe mir extra für den Kampf eine Brille aufgezogen. So. Das Leben aller ist auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden. Und jede noch so kleine Tat kann große Auswirkungen haben. Was für den einen unbedeutend zu sein scheint, kann für jemand anderes die Rettung bedeuten. Ja, vielleicht sogar die Rettung der Welt. Zum Beispiel konnte ich dich nur treffen, weil ich auf ein Mädchen auf Reisen gestoßen bin. Und ich bin nur auf das reisende Mädchen gestoßen, weil ich selbst Lust auf Abenteuer hatte. Daher möchte ich auch weiterhin auf zahlreiche Abenteuer gehen und sehen, welche Leben die Menschen führen. So, während das Rad des Schicksals sich immer weiter dreht und dreht und dreht. Ja, was ist da? Leben wir weiter. Oder war das jetzt das Ende vom Satz? Weiß nicht. Ja, jetzt fällt es ihr wieder ein. Ja, was fällt ihr denn ein? Ich glaube, das Mädchen ähnelt mir nach meiner Wiedergeburt. So in etwa müsste sie ausgesehen haben. Das ist doch Tante Anne. Okay, jetzt wird's komplett kompliziert. Ende. Na, so ein Glück. Alter Falter.
Jetzt wird's richtig kompliziert. Habt ihr das jetzt gerade verstanden? So. Geschichtsaufträge, Ziel erreicht. Jawohl, ja. Erstmal sowas. Du hast die Geschichte abgeschlossen und die Welt vor dem Untergang bewahrt. Jetzt könnte sich einiges verändert haben. Genieße auch weiterhin das Leben auf der Insel. Trip hat was gefunden. Triff ihn vor der Gilde. Ein mysteriöser Flatterling flattert um die Göttinnenstatue herum. Schau mal nach. Rede mit Edward für ein Rematch mit dem Dunkeldrachen. In Gigantien kannst du Rezepte legendärer Waffen und Lebenswerkzeuge finden, die die Kraft der Zeit innehalten. Benötigte Materialien findest du, wenn du legendäre Events abschließt. Haha, ich habe schon ein paar Rezepte gefunden. Angeblich gibt es auch noch mächtigere Ausrüstung, denen man eine besondere Legendenausstrahlung nachsagt. Findest du einen Zeitgegenstand, zeige ihn dem Schatzpanda in einem Monsterdorf. Ist es ne? Oh, da ist der Flatterling. Komm, dann gehen wir gleich mal. Hallo. Ja, jetzt redet ihr auch noch. Woher ich deinen Namen kenne? Tja, das ist ein kleines Geheimnis. Okay. Weißt du, ich bin gerade nicht in Höchstform. Mehr Schwächling als Schmetterling. Wahnsinn. Willst du mir kurz dein Ohr leihen? In Wirklichkeit ist das nicht meine richtige Form. Aber für die Verwandlung fehlt mir die Kraft. Hätte ich doch nur 50 gelbe Göttinnenmieren. Ach, ich wünsche, jemand könnte mir helfen. Würdest du einem armen kleinen Schmetterling helfen? Ja, natürlich. Ich danke dir. Weißt du, diese Art von Göttinnenmieren hat schöne gelbe Blüten. Sie sind äußerst mysteriös. Jeden Tag wachsen nur ein paar von ihnen. Aber ich bin mir sicher, dass es sie auch auf dieser Insel gibt. Bitte such mir welche. Ich ruhe mich währenddessen wenig aus. Dieses Rumflattern ist ganz schön anstrengend. Gelbe Göttinnenmieren. Bei maximalem Inselfortschritt wachsen besondere gelbe Göttinnenmieren. Sinkt er wieder, sprießen allerdings keine neuen mehr. Interagiere mit den Inselbewohnern, damit noch mehr Blumen wachsen. Hast du 50 der gelben Göttinnenmieren gesammelt, die der Flatterling angefordert hat, werden keine weiteren erblühen. Lass mal kurz gucken. Ich habe erst 4. Was brauchen wir denn noch? Lass uns mehr Abhänge, Treppen und Brücken errichten. Das könnten wir schon machen, aber ganz im Ernst. Das Bauen, ähnlich wie in Animal Crossing, ist jetzt nicht so das, was mir Spaß macht. Das machst du halt einmal gut. Ist aber mit Trip kann ich nochmal reden. Wir mussten so einiges durchmachen, aber zum Glück haben wir das Rad der Zeit jetzt zerstört. Da fällt mir ein, aus dem Zahnrad ist dieses komische Ding herausgeputzelt. Also habe ich es mitgenommen. Was haben wir denn da Feines? Nur habe ich keine Ahnung, was es ist. Also dreh dich es an dich ab. Ich habe eine rätselhafte Steintafel erhalten, okay? Da steht irgendwas drauf geschrieben. Kannst du das lesen? Nö, da hilft auch keine grüne Brille. Ja, da fragen wir besser mal Edward. Der wird es sicher entziffern können. Ja. Gehen wir jetzt gleich zu Edward, okay? Diese Steintafel ist aus dem Zahnrad gefallen? Vielleicht verrät uns ihre Inschrift die Geheimnisse dieser Insel. Ich werde sie sogleich entziffern. Ja, was ist es jetzt? Sag doch schon. Das lassen doch mal lesen. Ein Rezept. Hoffentlich für alles, was nach Silberwaffen kommt. Oder Silberbarren. Es ist kein gewöhnliches Rezept, es ist ein finsteres Rezept. Man sagt, dass die Welt vor unzähligen Jahren ein Zeitalter der Finsternis durchlebte. Laut dieser Steintafel wurden damals mit Hilfe der finsteren Mächte Gegenstände geschaffen, die mit Finsternis durchtränkt sind. Es kann sein, dass diese finsteren Rezepte zu neuem Leben erwachten, als sich das Zahnrad aus den Tiefen der Erde erhob. Also, falls du weitere Steintafeln dieser Art findest, bring sie ohne Umwege zu mir. Okay. Ich brauche sie für meine finsteren Nachforschungen. Die Existenz dieser finsteren Rezepte beweist, dass es auch finstere Materialien geben muss. Es kann sein, dass es diese Steintafeln und Materialien auch in der Vergangenheit gibt. Das finstere Rezept gebe ich an dich zurück. Du solltest es ausprobieren, wenn du das notwendige Material dafür gefunden hast. Was ist denn das? Ein mysteriöser Sarg? Okay. Edwards Forschungsaufträge bestehen darin, Dunkelmonster zu besiegen, dunkle Materialien zu sammeln und seine Forschung zur Dunkelheit voranzutreiben. Wenn Edward rätselhafte Steintafeln auswertet, die du von Dunkelmonstern oder dunklen Sammelmaterialien bekommst, erhältst du Rezepte für Gegenstände. Durch Dunkelmonster und dunkle Sammelmaterialien erhältst du auch finstere Flammen. Mit ihnen kannst du die Siegel in Höhlen lösen, um weiterzukommen. Aha! So ist es also. Ich kann damit die Siegel in diesen Höhlen lösen. So, gehen wir hier nochmal schnell gucken. Was gibt's hier? Geheimnisse dieser Insel entschlüsseln. So. Okay.
Sollen wir mal gucken, ob wir das bauen können? Pass auf. Also hier irgendwie, keine Ahnung, was macht man damit? Wo baut man denn einen Sarg? Bestimmt als Zimmermann, oder? Guck mal her, ich filter mal nach Seltenheit. So. Hallo, ich suche das Baurezept von einem finsteren Sarg. Nicht hier? Nicht dort? Wo ist er denn jetzt? Ernsthaft? Wieso ist denn das schon wieder nicht richtig gefiltert? Achso, das ist nach... Was ist das? Schild der Zeit. Ach ja, stimmt, das habe ich ja gefunden. Kriege ich den finsteren Sarg her? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir jetzt auch... Ja, keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Ihr seht, wir haben das Spiel durchgespielt und haben eigentlich noch sehr viel zu tun. Aber, und das sage ich jetzt hier, nicht mehr auf diesem Kanal. Mit dieser Folge soll es die höchstwahrscheinlich letzte Folge gewesen sein von Fantasy Life I. Ich habe mal wieder Bock auf eine Walking Sim. Jetzt wird es wieder Zeit, dass ich mich ein bisschen entspannen kann. Seht ihr dann morgen, was es gibt? Bis dahin, tschüss, spielt noch weiter Fantasy Life I, spielt online, spielt mit Freunden, gehabt euch wohl, wie der Held immer sagt, umgebt euch mit netten Leuten und trinkt genug Flüssigkeit, Wasser und alles, damit ihr nicht dehydriert. Das sag ich. Tschö, bis morgen. Morgen gibt's irgendwas anderes. Yay.